Hallo zusammen, hier ist Chris oder Crown Cletus. Heute mit einem kleinen Freestyle-Talk. Die Entwicklung in den letzten Tagen war richtig geil. Auch die Verschiebung, ein kleines Forum und so. Und ja, darum schnell mal ein Chill-Moment, weil für mich ist es jetzt wirklich auch massiv chilliger und es ist auch wirklich auch eine gute Entscheidung, jetzt mal schnell zuzumachen. Und wie gesagt, ich sehe es immer noch so, dass vielleicht in ein paar Monaten wieder neue Mitglieder reinkommen in die Crown Crew. Vielleicht auch schon früher, aber ich würde lieber jetzt mal eine längere Zeitspanne sagen. Und dann ist es dann durchaus positiv, wenn diese kürzer sind. Was sehen wir hier? Ich war ein bisschen am Zocken, vorgestern mit dem Janshi, dem Giant. Aber nicht er selber, sondern sein Bruder war am Spielen, der sich lustigerweise Homo nennt. Und dort ist es darum gegangen, einen möglichst dummen Namen zu finden. Und ja, Cletus geht ja eigentlich auch in diese Kategorie, ist auch ein richtig dummer Name. Und das ist halt so ein bisschen im Kontrast zu denen, die er extra über super krasse, geile Namen haben. Scheiß auf den Namen online, Hauptsache er hat einen Wiedererkennungswert und besteht nicht nur aus einem Zahlen-Buchstaben-Krüsi-Müsi, aber dann passt das eigentlich schon. Jeder hat ein bisschen seine Ansicht und das ist auch in Ordnung. Also, neben Janshi, dem Giant oder eben Homo ist noch der King, der Joy und der Laser dabei gewesen. Der Laser, wie so oft der letzte, mit seiner Sniper unterwegs. Und es ist einfach aber schon ein deprimierender Job, vor allem gerade hier auf dieser kleinen Map Hardhead. Ja, du musst als Sniper schon extrem drauf haben, dass du wirklich gut rauskommst. Und ich habe gedacht, ja, wieso nicht? Ich probiere es wieder mal mit der MK14, wo ich finde, das ist einfach schon eine richtige Donnerflöte, mit der kannst du anders reinlassen. Ich habe hier meine Kombination mit Predator, Helikopter und dann der AC3 hier. Und ja, da ist die erste AC gerade in der Luft. Das hat richtig gut geklappt. Aber vor allem hat das so gut geklappt, weil wir schön haben kommuniziert im Team. Und dann habe ich eben 6 Randoms eigentlich keine Chance, außer 2 von denen sind irgendwie gerade übergut und so. Dann merkt man dann aber schon ein bisschen, dass Kommunikation allein nicht alles ist, aber sicher mal eine gute Grundplattform, einen guten Baustein, um dann eben darauf aufzubauen und vielleicht auch die Skills ein bisschen zu verbessern. Und genau so kann man eigentlich perfekt trainieren, weil wenn man im Team unterwegs ist, hat man viel eine bessere Chance zu üben, als wenn man einer unter 6 Randoms ist, der ist einfach recht verschissen. Was ich auch recht verschissen finde, ist die Tatsache, dass immer noch nicht alle Games im Theater gespeichert werden. Das finde ich so verdammt bekackt. Da ist zwischendurch wieder ein geiles Game und ich nehme nicht immer live auf. Ja, gehe ich ins Theater und dann ist die Scheiße nicht dort. Und dann muss ich einfach sagen, was ist das Problem? Weil ich glaube, jetzt gerade in diesem einen Game, dort hat es weder eine Host-Migration gegeben und sonst irgendeinen Unterbruch. Nichts, nada, einfach sauber durchgezogen. Dann ist es gleich nicht dort. What the fuck? Ah ja, egal. Also, ihr habt gesehen, hier bin ich glaube ich das erste Mal gestorben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist also relativ gut gelaufen bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, Alben probieren wir einfach zu viel. Das ist halt wirklich mein Problem. Oder auch der Grund, wieso dass ich auch nie einen Moab wieder schaffe. Nebst dem, dass ich halt wirklich nicht wirklich ein super Spieler bin, sondern höchstens gut. Bin ich einfach viel zu fest einfach immer am Pushen und immer eben auch nicht gross warten. Und es gibt dann Games, wenn ich eben zum Beispiel die AC drin habe, dann gibt es Momente, wo ich gar ein bisschen chilliger vorgehe, schnell ein bisschen warte, bis der Heli vielleicht 1-2 Kills gemacht hat und säckle dann nicht raus, wenn er blöde. Aber dann bis 24 oder eben 25 Kills, um Moab zu bekommen, eigentlich, ja, irgendwie gibt es dort immer einen scheiß Moment, wo ich gefickt werde, aber ich meine, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vielleicht wird dir das schon mal was. Und wenn nicht...
Ja, ist mir das eigentlich auch ein bisschen gleich, weil eben das MW3 hat sicher einiges an Faszination eingebüßt. Die neue Map Blackbox hat mir jetzt schon noch gefallen, aber es hat auch schon erste Feedbacks gegeben. Vor allem der Blog hat mir das auch erzählt, dass sie gegebenenfalls eben schon wieder sehr campig ist. Und das ist schon einfach schade, aber das hat halt einfach auch mit dieser riesen Masse an Durchschnittsspielern zu tun, die eigentlich keine Ahnung haben von Call of Duty, sondern nur ein bisschen über die Sticks bewegen. Und ja, dann ist klar, dass du im Ecken hockst. Naja. Was will man machen? Was kann man machen? Meine Empfehlung ist halt einfach wirklich schöne Gruppen zu spielen. Da ist einiges schon mal gechillter. Und ja, eben probieren ein bisschen Zeug aus, ein bisschen Waffen wechseln, sich auch mal ein bisschen eine Herausforderung stellen und vielleicht auch mal wieder Laser zur Sniper greifen, ein bisschen eine Alternative ausprobieren und eben vor allem Scheiß auf KD, weil, ja, ich weiss auch nicht, man, das nimmt halt einfach schlussendlich den ganzen Fun, weil dann ist man umso verbissener und als Team ist die Chance, dass man gewinnt, grösser und dann kann sich der eine oder der andere erlauben, eben mal Waffen zu nehmen, die er vielleicht nicht durchdreht und vielleicht nur einen 0,5er KD hat, aber was soll's? Solange dass man ein bisschen Spass hat und etwas ausprobieren kann, finde ich das perfekto. Und so kommt dann eben auch der Spass wieder zurück, auch bei mir. Und klar, ich spiele zwar nicht im Ganzen viel. Von dem her sind die ein paar Mal schon unterhaltsamer, als wenn man irgendwie jeden Tag 4-5 Stunden durchsucht. Ja, das muss schon gesagt sein. Also, jetzt habe ich hier die zweite AC reingezogen und ja, eben, es ist... Ich bin ja sicher nicht der Erste, der das erzählt. Es ist sicher nicht mehr so ein Biest wie im MW2. Aber also ich weiß auch nicht genau. Ich finde es halt einfach geil, durch ein bisschen runterzupfeifen, ein bisschen durchzuwechseln. Und vor allem finde ich einfach, wenn ich jetzt sehe, dass ein AC am Himmel ist, ein gegnerische, ja, ich weiss schon, dass der auch ein bisschen berechnen kann und auch so Geräusche, die er einschlägt und alles machen. Also ich muss sagen, es ist eigentlich in dem Sinne ein beeindruckender Killstreak. Und von dem her habe ich gerade ziemlich Freude an dem. Ja, eben all die Killstreaks ein bisschen durchwechseln, ein bisschen Specialist spielen, ein bisschen Angriff spielen, vielleicht auch ein bisschen Support. Ja, genau. Und dann, wenn man zu fest angeschissen ist, wenn der Gegner ständig hohe EMP reinhabt, kann man es selber auch wieder mal nehmen. Ist das jetzt ein Spawn oder nicht, wo der Typ gerade ist durchgezogen? Na, egal. Eben ja. Das ist einfach schon ein Riesenproblem. Der Stealth-Bomber und das EMP, das ist einfach crap, dass das dort in der Support-Klasse drin ist. Und eigentlich habe ich vorgestern gerade mit ihnen diskutiert hier im Game, dass die Waffen jetzt relativ verschieden sind, die man antrifft und gar nicht mehr so viel Type 95 Homos und so. Ich würde jetzt niemanden hier irgendwie anfühlen, der Type 95 geil findet, weil ich finde es auch geil, aber ich finde es einfach viel zu einfach und darum ist es halt einfach schon ein bisschen noobig. Ja, von dem her jetzt eine schöne Vielfalt, halt zwischendurch wieder der obligatorische FM-Geier. Aber ja, was will man machen? Es sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel wie auch schon, jetzt mir gedacht. Und dann gleich gestern am Abend in ein Game reingekommen, dort hat die Hälfte der Jungs mit der Type gespielt. Da habe ich gedacht, hätten das können sie, meine Meinung, können der Channel, irgend so etwas und haben es extra gemacht. Oder sie sind einfach wirklich hure scheiß Noobs, die sich dann vielleicht sogar noch überraschen, weil sie jetzt eine gute KD haben. Aber Mann, zwischendurch eine aufgenommen, dort durch die Reihen durchgefiedelt. Also eben wirklich ein bisschen No-Skill-Gun. Oder auch mal wirklich nicht viel Skill. Ein bisschen mehr als die FMG. Aber ja. Viel zu easy, einfach wirklich viel zu easy. Das war jetzt so ein bisschen Random Talk. Ich weiss nicht, ob es unterhaltsam war oder nicht. Ich kann gerne wieder mal so ein bisschen ein Gameplay richtig kommentieren von einem der Crowns. Und was ich auch noch werde machen in den nächsten Tagen ist ein Vergleichsvideo zwischen Turtle Beach Air Force 41 und dem Triton AX Pro. Schön zusammen.